Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und in diesem Video fahren wir zum Strassenverkehrsamt, um zu schauen, ob die auch einen Briefkasten haben, dass die die Post vielleicht ein paar Sekunden früher haben, als wenn ich es auf die Post bringe. Ich habe zwar schon einen Briefmarke drauf geklatscht, ich habe gedacht, so scheiß drauf, wenn du es jetzt nicht rein tun kannst, dann tust du sie halt in einen Briefkasten, also in die Post bringen. Hätte man zwar, ich weiss, ich hätte man Briefmarken sparen, es gibt auch sogenannte SMS-Briefmarken. Den Unstift, wenn man sie mitnimmt, hätte Franken sehr wahrscheinlich können sparen, weil ich glaube, die haben einen Briefkasten. Hat ja eigentlich jede Firma einen Briefkasten. Ja, auf jeden Fall der Grund, warum dass ich überhaupt zum Strassenverkehrsamt gegangen ist, ich tue 2 Ausweise abgeben von meinem Auto. Nein, keine Angst, ich tue das Auto nicht loswerden. Ich habe nur ein bisschen organisatorische Verbesserung. Und zwar habe ich mein Audi wieder, nein, das ist nicht die organisatorische Verbesserung, aber der Grund ist, dass ich den Audi habe und ich wollte das ja so machen, dass ich den Audi auf die Nummer mache, wo jetzt der Mazda und der Opel drauf ist. Und weil der Audi hat 1,8 Liter, der Opel hat 1,8 Liter, da macht das mehr Sinn, wenn der Opel und der Audi auf einer Nummer sind. Und der Mazda separat, weil der Mazda separat ist halt günstiger, weil du zahlst, ich sage es jetzt einfach für die, die es nicht wissen, für die anderen ist es vielleicht ein bisschen langweilig, du zahlst nur für das teure Auto Versicherung. Das heisst, wenn du jetzt, ich übertreibe es jetzt, wenn du jetzt einen Smart und einen V8 hast, dann zahlst du für den Smart nichts und du zahlst für den V8. Oder egal, was für Autos sind, einfach für das teure Auto zahlst. Und da der Opel mein teuerstes Auto ist und der Mazda mein billigstes Auto sozusagen, mache ich das so. Und dann habe ich nochmal eine geile Nachricht bekommen. Und zwar habe ich überlegt, so, ja scheisse, ich wollte eigentlich ja im Winter nicht mehr fahren mit dem Mazda, wegen dem Rost, aber auch weil es halt nass ist und grusig und so die ganze Zeit. Dann habe ich mir überlegt, was kann ich da machen? Kann ich da irgendwie einen finanziellen Vorteil daraus ziehen aus dieser ganzen Wintergeschichte und Einwintergeschichte? Dann ist es aber so, dass man kann keine Autos deponieren, blöd gesagt. Du kannst nicht sagen, ja, du fährst mit dem Auto nicht. Dann nimmst du ein anderes Auto auf die Nummer. Das geht nicht, du musst das Auto abmelden. Aber was geht ist, du kannst Nummern aufs Auto nehmen und dann, wie ich jetzt auf den Mazda, und dann tust du einfach den Mazda, die Nummer vom Mazda abgeben. Ich habe immer gedacht, das ist sicher hure teuer, der Mazda separat und alles. Ja gut, es kostet schon etwas, aber die vorige Strassenabgabe, die werden die einfach sonst vergütet für sonst irgendein Fahrzeug, oder? Und von dem her habe ich keinen Nachteil. Und es ist nicht ganz 50%, die ich spare. Aber wenn ich jetzt nur während ein paar Monaten mit dem Mazda fahre, dann ja, sparst ziemlich etwas. Ich gemeint, ich kann die hinten dran im Auto. Das ist eine, die uns arbeitet in der Nähe. Nein, eben, du sparst ziemlich etwas halt. Wie du das kannst ausrechnen, du machst einfach den gesamten Betrag durch 12, weil wir 12 Monate haben, und dann wie viele Monate du willst fahren und dann mal. Du hast einfach, wenn du die Nummer abgibst, kannst du im Strassenverkehrsamt deponieren für 12 Monate. Dann ist sie nicht mehr deponiert. Oder du kannst sie in der Post abgeben. Du zahlst einfach 30 Franken, wenn du die Nummer wieder willst, oder? Aber ich meine 30 Stutz, für das ich irgendwie 200-300 Stutz spare. Das Problem ist aber, wenn du das nicht machst und du das Auto abmelden, oder? Dann müsstest du jedes Mal etwa 110 Stutz zahlen. Du wirst jedes Mal etwa 110 Stutz zahlen für eine neue Einlösung vom Auto.
Und ja, wäre auch ein bisschen too much, weil dann sparst du nicht mehr viel, wenn du vom ganzen Betrag schon 110 Stutz weg hast. Kannst du ja denken, was du sparst. Und darum gehen wir jetzt ins Strassenverkehrsamt und ich mache jetzt dann einen Cut und wir sehen uns, wenn ich den Brief reinschmeiße, wieder. Ja, jetzt sind wir dann gerade da und es nimmt mich jetzt zu Wunder, wie das Ganze funktioniert, ob das so geht, wie ich das gemeint habe. Ich habe natürlich mit der Finanzabteilung vom Strassenverkehrsamt geschrieben und die haben mir natürlich einen Tipp gegeben mit dem Deponieren. Ich bin natürlich da nie drauf gekommen, dass man dann, ja, weil ich weiß nicht, ob das dann eigentlich auch ein Abmelden ist, beziehungsweise ob dann Versicherungen auch irgendwie benachrichtigt werden, du, die versicherte Person hat die Nummer hinterlegt, das Auto kann in dieser Zeit nicht kaputt gehen, beziehungsweise es kann kaputt gehen, aber es ist nicht versichert halt. So, weil er auch nicht fahren damit. Und jetzt halt irgendjemand steht und irgendwelche Schaden überkommt, ob das so irgendwie sonst versichert wäre oder ob man das könnte versichern, wenn man jetzt irgendein Auto will versichern, wenn es irgendwo steht. Sonst weiss ich jetzt nicht, aber für mich spielt das auch nicht wirklich eine Rolle. Genau, jetzt fahren wir rein. Es sind aber relativ viele Autos da. Jetzt fahren wir rein. Sind dann noch Leute da? Ist das dann offen? Zählen ja auch Lastwagen sind auch da? Ich weiss. Nein, schau, es ist zu. Beziehungsweise ist es nur ist es immer noch nur für Notfall offen. Also irgendwie nervt es mich. Ich würde es gut finden, wenn es mal langsam das Ganze wieder normal werden. Irgendwie. Ich verstehe es natürlich, wenn es die Sicherheit der Leute aufhalten und so. Aber ja, jetzt schauen wir mal, ob die irgendwie... Jetzt schauen wir da mal. Jetzt nur für Schilder. Aber weil sie ja zu haben, oder? Zurück. Den Beweis habe ich. Gut. Okay. Gut. Würde ich sagen, haben wir das reingeschmissen. Und ja. Gehen wieder. Es ist krass, wie viele Leute das da trotzdem etwas haben. Obwohl sonst, und denkst, wie viele Leute das sonst da anstehen, wenn ich einmal rein bin. Also jetzt schauen wir mal kurz, ob es da, wie soll ich sagen, das ist wahrscheinlich zu. Obwohl ich gar keinen Bock zum Üben. Ja, schau, es geht nicht auf. Aber krass, wie viele Autos noch da sind. Ich bin schon einmal durchgefahren. Und dann hat es eigentlich 2, 3 Autos gehabt. Aber schau, mal jetzt, wie viele Autos, das ist ja eigentlich Parkplatzprüfungen machen. Gut, nein, haben wir das reingeschmissen. Ist geil, dass man, ich weiß nicht, ob man das sonst kann. Ob man das sonst kann, so noch reinschmeißen, weil, oder? Aber, wie soll ich sagen? Aber jetzt ist es, finde ich, geil. Das Lob als Strassenverkehrsamt, dass sie trotzdem probieren, das Ganze aufrecht zu behalten. Das finde ich geil. Und ja, ja, so kann man es natürlich auch machen. Und ja, ich würde mal sagen, wäre es das gewesen für das heutige Video. Ich kann meine 2 Ausweise abgeben. Ich hoffe, dass das möglichst schnell zurückkommt. Und dann, ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Euer
Obscuro 94. Ciao miteinander.